Nimm Ihre Hände von mir, Ma'am. Halt einfach still. Wenn du nicht stillhältst, wird es nur schlimmer. Ich will zu meiner Mama. Was geht denn hier vor? Oh, Sie sind es, dieser ungezogene Bengel. Mein Name ist George, habe ich Ihnen schon gesagt. Dieser ungezogene Bengel, George, hat hier unten herumgealbert, statt auf Deck zu gehen. Einer der Backbordkessel explodierte und der Dampf hat sein Bein verbrannt. Ach du liebe Güte, George, bist du in Ordnung? Schneiden Sie dieses blutende Ding schon ab. Bringt mich um. Doktor, wird er wieder gesund? Ja, es geht ihm gut, doch ich muss seine Wunde verbinden und er hört nicht auf, sich zu winden wie ein Aal. Mama! George, du musst dich beruhigen, damit der Doktor dich behandeln kann. Möchtest du wieder dein Ballspiel haben? Verfluchtes Ballspiel. Nein, sowas. Es nützt nichts, Madame. Er hat zu große Schmerzen. Sie müssen mir etwas heißes Wasser holen. Sehr heiß, wohlgemerkt. Wenn ich seine Wunden hier versorgen muss, sollte das so hygienisch wie möglich sein. Natürlich. Ich benötige außerdem etwas Einreibemittel, um die Schmerzen zu lindern. Sonst wird er niemals stillhalten. Einreibemittel? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, sag mal, bin ich da die Krankenschwester oder was? Eine Handschaufel. Ein leerer Eimer. Was haben wir noch? Jetzt haben wir da. Was möchte er? Notfeuer. Ein kaputter Sicherungskasten. Scheint, als ob mehrere der Verbindungen unterbrochen sind. Wenn ich etwas hätte, um die Unterbrechungen zu überbrücken, könnte ich es wieder ans Laufen bringen. So, Baby, reiß zusammen. Ich bin nicht die Hausmeisterin. Der Treppenaufgang. Der Kesselraum. Der Raum darunter muss komplett überflutet sein. Ja, was soll das sein? Einer der Heizkessel, die die Titanic antreiben. Er sieht aus, als funktioniere er noch. Ja, pass auf, jetzt nimm ich erst einmal. Voller Kohle. Ich würde sie ja nehmen, aber die Stücke sind zackig und rau. Ich würde mich schrecklich schmutzig machen. Oh, sie hat Angst, dass es dreckig wird. Mann, jetzt sauft gleich das ganze Schiff ab. Moment, ich nehme mal ein bisschen Wasser. Ein Eimer Wasser. Ja, warte mal für die Kohle. Ich hab da eine Schaufel. Das könnte mir nützlich sein als Wärmequelle. Jetzt wie viel? Pass auf, die Kohle da rein. Kaltes Wasser hilft mir nicht weiter. Warum nicht? Das kann ich nicht tun. Noch nicht. Noch nicht. Was fehlt da noch? Irgendwas fehlt mir. Ich schau mal. Ich schau mal da rein. Es heißt, ein unordentlicher Schreibtisch deutet auf einen scharfen Geist hin. Ich habe dazu meine eigene Meinung, aber vielleicht kann ich etwas Nützliches inmitten dieses Durcheinanders finden. Okay, wir suchen 10 Stecker. Wo sind das? Ja gut. Ein Handvoll Stecker. Als Kind habe ich immer Jacks gespielt. Wir konnten uns nichts anderes zur Unterhaltung leisten. Also halte ich daran fest. Jetzt habe ich die Stecker, gell? Mehr nicht, ha? Jetzt hätte mir eigentlich ein Feuerzeug oder so erhofft. Ich muss das anders Oder, warte mal. Ein kaputter Sicherungskasten. Diese Stecker, die ich gefunden habe, sie sind aus Metall. Vielleicht kann ich damit die fehlenden Sicherungen überbrücken. Ich muss den elektrischen Kreis schließen, gell? Was sagt er?
Pass auf, rot. Der geht da oben. Da die Mona. Oder da oben, hä? Ich muss nämlich die Leitung erwischen. Das schaffe ich nicht, ey. Ja, sag mal, ich habe nicht mehr. 3 Stück gerade. Da herummert. Moment. Ich muss jetzt, da oben, weg das. Wann haben wir? Der grüne, der muss da oben. Und, ich hab ihn. Jetzt kommt da der blaue. Ja, pass auf, die Leitung da. Ich gehe mal weiter. Na bitte, jetzt sollte wieder ein gleichmäßiger Stromfluss möglich sein. Leg das. Was tut er? Ein Funkenregen. Würden wir nicht rasch sinken, müsste ich mir Sorgen über ein entstehendes Feuer machen. Ein Feuer, warte mal. Ein gezündetes Notfeuer. Und damit kann ich jetzt, pass auf, den Kessel anheizen. Und das erhitzen. Ja und? Da ein bisschen. Und dann wollte ich noch ein Einreibemittel. Wo kriege ich das her? Ich muss die Notwendigkeit der Eile hierbei betonen. Ich benötige dieses Einreibemittel. Mein Bein ist schlimmer als der Rohrstock. Aua, das sind Sie schuld, Lady. Sag mal, dieser Bengel. Ein Einreibemittel. Aber was brauche ich da? Wie schaut denn aus? Einmal heißes Wasser. Ja, pass auf, das kann er gleich mal haben. Das wird schon gehen, aber ich brauche Einreibemittel oder der Junge bleibt nicht an Ort und Stelle. Einreibemittel. Ja gut, da haben wir schon. Hier, bitte. Wie fühlst du dich, George? Wie ausgespuckt. Also, George, der Doktor hat dir nur geholfen. Du musst sofort hoch auf Deck. Hör auf, hier unten zu spielen. Gut, aber nur, weil ich es will. Meine Betty wollte immer ein Kind, doch es ist anders gekommen. Und ich bin glücklich darüber. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Doktor. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich muss meine Mutter finden. Wir alle sind hilfsbedürftige Kinder. Das ist der Lauf der Welt. Odette, ich dachte doch, ich hätte hier drinnen etwas gehört. Margaret, was soll ich nur tun? Ich weiß, es ist schwierig, aber ich fürchte, wir müssen da durch. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin sicher, es gibt genügend Rettungsboote für uns alle. Wie bitte? Nein, nicht das. Verzeihung? Menkaure, die Mumie. Sehen Sie es nicht? Es ist sein Fluch.
Er begleicht eine uralte Rechnung, rächt sich jetzt und für immer an den Plünderern seines heiligen Grabmals. Odette, das können Sie nicht ernst meinen. Ich habe auch nicht daran geglaubt. Doch Sie haben es mir gesagt. Sie sagten mir, dass dies geschehen würde. Das ist Zufall, Odette, nichts weiter. Und nun bitte, kommen Sie mit mir auf Deck. Wir müssen zu den Rettungsbooten. Es ist egal. Sie können die Alten nicht hinters Licht führen. Wir sind alle verdammt. Egal, was wir tun. Wenn es wirklich egal ist, dann kommen Sie mit mir. Nein, ich bleibe bei Menkaure. Ich habe sein Verhängnis über uns alle gebracht. Ich werde mit ihm untergehen. Oh, Sie sind unmöglich. Lassen Sie mich in diese Kiste sehen. Hol die Scheiße auf die Mumie. Wir saufen ab. Ein unzerstörbares Gefäß. Das sieht interessant aus. Ja, das ist das unzerstörbare Gefäß. Es ist gedacht, um den wahren Geist von Menkaure zu beherbergen. Und es heißt, es ist unzerstörbar. Ich wette, ich kann es. Robert sagt immer, ich hätte eine Gabe, Dinge zu zerstören. Natürlich können Sie es versuchen, wenn der Fluch Sie nicht abschreckt. Das tut er nicht. Nun dann. Gut, Ja gut, sie sauft mit der fauligen Mumie ab, gell? Scheißegal. vielleicht gibt es etwas, das ich hier benutzen kann. Was benutzen? Was soll er benutzen? Ich glaube, das ist nicht der vorherige... Was ist das? Die Kartoffelküche. Der Speiseaufzug ist bereits so tief unten, wie es geht. Ein gezacktes Messer. Dies scheint mir ein guter Ort zu sein, um etwas zu benutzen. Moment. Ich muss das anders ver... Oder ich schmeiß nur eine. Das kann ich nicht tun. Der Speiseaufzug ist bereits so tief unten, wie es geht. Der Speiseaufzug. Ah, da ist er. Das bringt gar nichts. Die Umlenkrollen sind nicht einmal mit dem Speiseaufzug verbunden. Das bringt gar... Jetzt hat mein Vetter was. Was soll ich? 10 Kartoffeln. Also mal. Das Schiff geht unter, gell? Und ich suche Kartoffeln. Und jetzt kriege ich Kartoffeln. Also mal. Soll ich dann noch zum Kochen anfangen? Jetzt gibt die Henkersmahlzeit. Hier tue ich, Moment. Das aufschneiden. Ein Stück Seil, mehr nicht. Odette, Sie müssen auf die Vernunft hören. Vernunft? Die Vernunft hat mich in diese Lage gebracht. Wissenschaft, empirische Belege, die Last der Beweise, alles hinfort. Nein, Sie kommen besser ohne mich vorwärts, Margaret. Das glaube ich ja. Baby, das glaube ich ja. Hier, pass auf, was tue ich? Das verbinden, ha? Das ist nicht der vorhergesehene Verwendungszweck. Warum nicht? Nein. Nein, das... Nein, das... Ja, was erwartet ihr? Das bringt gar nichts. Die Umlenkrollen. Bleibt oben, ha? Das ist nicht der... Ich glaube... Was erwartet ihr? Nein. Das bringt gar nichts. Die Umlenkung... Ich muss da irgendwas verbinden, gell? Aber was? Ich glaube... Das ist nicht... Mein Gott. Was meint ihr da rum? Das habe ich doch schon ausprobiert, oder? Ach so. Er sagt die Umlenkrollen. Das sind doch die da, oder? Also meiner Meinung nach.
Jetzt habe ich... Verstehe, pass auf. Ich soll das Ding platt machen. Und abwärts. Ein Kübel Kartoffeln. Abwärts. Und dann habe ich dieses Ding zermahlen, pass auf. Ah, das Gefäß war letztendlich doch nicht so unzerstörbar. Mal sehen, was sie so bedacht sind zu schützen. Ja, was soll denn das sein? Ja und? Ein ägyptischer Zauberwürfel. Jetzt ist natürlich die Frage, was tue ich da? Ich kann da nichts machen, gell? Jetzt haben wir diese dummen Rätsel. Was sagt er? Ja, pass auf, jetzt muss ich. Ja, soll ich das verbinden? Warte mal. Wahrscheinlich soll ich das verbinden, oder? Ohne Unterbrechung. Aber wir. Jetzt müssen die. Oh Gott. Das da runterbringen. Hobby, aber. Ich komme nicht mehr dumm. Das ist das Problem. Nein. Der da hier. Dann der gelbe, der geht da auf. Aber oh Scheiße, der grüne. Der geht auch da auf. Und der gebe ich da hinten. Jetzt, wenn ich mit Rot hinten noch mehr, probier mal. Mit Rot hinten noch mehr. Sieht das? Oh Gott, was habe ich gemacht? Rot ist verbunden. Jetzt ist die Frage, wie verbinde ich grün? Ich muss ich da oben. Gelb, ha? Pass auf. Gelb, da mal. Da mal. Der grüne. Moment, ich hab's. Weg das. Und da rundum. Kluge Leute, diese alten Ägypter. Da ist ein Pergament innen. Es ist in Hieroglyphen geschrieben. Wie schade, dass ich keine Ägyptologin bin. Ein Pergament. Hat dir gezogen, ha? Odette, können Sie dies für mich übersetzen? Sie haben das Gefäß geöffnet? Ja, es war schwierig, das gebe ich zu, aber natürlich nicht unmöglich. Und dieses Pergament war darin? Ja, das war es. Es heißt, an die, die dachten, sie haben das Wesen des Menkaure gefangen, des Hüters des Mondes und des Wächters von unten, wisst, dass ihr allesamt
Dummköpfe seid. Ihr besitzt nichts mehr als den schön gemachten Kadaver eines Kammerdieners. Menkaures wahre Grabkammer bleibt für immer verborgen vor den Augen der Lebenden. Aber das bedeutet doch der Fluch. Mit anderen Worten, dies ist also gar nicht Menkaure? Doch der Fluch. Mit anderen Worten Unsinn. Kann es sein, dass ich 2 Paradigmenwechsel an einem Tag durchlaufe? Das tun Sie nicht. Bitte, kommen Sie mit mir, Odette. Oh, nun, okay. Gutes Mädchen.